grüß euch, der Fighter ist da. Hovideri und Servus und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir spulen weiter den Inspektor Schmidt, den wir hier zuletzt in einem Busch geparkt haben. Ich erinnere mich, ich hab's nicht mehr gewusst. Und hab mir gedacht, ich hab ehrlich gesagt keine Lust mit euch da jetzt zum Warten. Und darum laufen wir zurück ins Dorf und machen das, was der Hans Girgel von uns wollte hat. Der hat irgendwas von Glück im Spiel, glaube ich, hieß die Quest. Die werden wir jetzt einfach mal schnell in Angriff nehmen. Schauen wir mal, wer weit das wir heute kommen. Genau, ja, was soll denn jetzt nur da bloß Blätterherrin? Ja, weil das Blätterherrin der Großteil des Spaßes hier ausmacht. So, weiß nicht mehr ganz genau, wo der Hans Girgel... Der Hans Girgel ist hinten beim Bürgermeister gestanden, oder? Beim Bürgermeister war der hinten. Hintere. Ne, wir machen jetzt nach und nach die Quests, die wir schon haben, durch, da die behaupten. Weil wer weiß, was wir davon brauchen. Da hinten ist der Hans Girgel. Da ist er. Habitäre. Ne, das ist nicht der Hans Girgel. Da ist der Hans Girgel. Das ist der Hans Girgel, glaube ich. Du bist der Hans Girgel. Du schaust aus wie der Hans Girgel. Hans Girgel ansprechen. Ah, der Herr aus der Stadt. Hallo Hans Girgel. Erwartungsvoll schaut dich der Knecht an. Was kannst du mit so einem Konflikt hier im Ort sagen? Ratsch mal erst einmal aus. Der Konflikt? Meinst du den Streit im Wirtshaus letztens? Geschmied, das brauchst du doch alles nicht so ernst zum nehmen. Manche hier spielen sie einfach recht gern auf. Dass der Lenz jetzt tot ist, ist aber natürlich schon tragisch. Was da passiert ist, das darf ich schon gern wissen. Furchtbar. Ja, das geht schon lange so mit den Streitereien. Immer hin und her. Ich finde das, was der Leubel sagt, gar nicht so falsch. Sage ich da ganz ehrlich. Aber das Außenrum ist mir manchmal einfach zu viel. Und wenn sie dann die Alten einmischen und der Leubel anfängt, diesen Lasalle zu zitieren, na, das ist wirklich nicht meine Welt. Da gehe ich dann meistens. Die kommen schon ohne mich zurecht. Und genauso ist es auch an dem Abend gewesen. Ich war müde von der Arbeit und vom Bier. Das war mir alles zu anstrengend. Kanntest du den Toten? Ein Lenz, ein Schormeierburm. Ja, schon. Freilich, ich meine, ich habe auf dem Hof eine Anstellung gehabt. Und das weißt jetzt du natürlich nicht. Naja, wie ich hier nach Wolpertshofen gekommen bin, da haben die Schormeiers Arbeit gehabt. Ja, die haben fast immer Arbeit, das ist ein großer Hof. Das sind geldige Leute, das sage ich dir. Ja, das löst schon manchmal Neid aus, wenn die einen so wenig zum Essen haben, dass kaum einmal pro Woche satt werden und die anderen das Essen einfach auf den Misthaufen schmeißen. Naja, du kannst das ja bestimmt vorstellen. Ich weiß jetzt nicht besonders viel über die Schormeiers. Die beiden Herren trinken gerne, das ist bekannt. Naja, mich darf's auch nicht wundern, wenn der Lenz sich im Suff einen Schädel aufgeschlagen hätte. Okay, das ist so viel zu dem, was wir wissen mussten für den Fall an sich. Und jetzt gibt es keinen, der Ihnen die Kegel besorgen könnte. Na, also doch. Aber halt nicht für mich. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Der Müller kann das gewiss. Also, der ist nicht Müller, der ist eigentlich Zimmermann. Der heißt gerade so. Der hält sicher alles da. Und der kann's auch schnitzen. Der hat da ein Händchen dafür. Ich hab's auch schon selber versucht, aber die meinen, die fallen immer von selber um. Blöd nur, dass der beim letzten Schützenfest ein bisschen, ja, wie will ich sagen, Pech beim Kegeln gehabt hat. Der hat richtig viel Geld verloren. Ja, und ich hab's gewonnen. Dass der so schlecht im Kegeln sein muss. Was soll man denn da machen? Und jetzt schnitzt mir der gewiss keine Kegel mehr. Ich könnte den Müller ja fragen, ob er für mich die Kegel schnitzen würde. Das darfst du da. Echt jetzt. Ohne Witz. Das war schon toll. Stell dir das mal vor, wenn ich jetzt da ordentlich üben kann und dann beim Fest jeden Wurf abbramm. Das war schon wirklich eine Sache. Also Schmidt, da war ich ja schon arg dankbar, wenn's das einmal versucht hatten. Wie ich vorher beim Leubel an der Schule war, hab ich einen Müller auch da gesehen. Eigentlich ist es schon ein feiner Kerl. Anständig. Aber halt auch arg nachtragend. Naja, sie finden den bestimmt noch irgendwo bei der Schule. Und, also,
wenn's bald fragen kannten, das war natürlich super, weil ich muss ja jetzt ganz schnell anfangen zum Üben. Sonst wird das nichts mehr mit dem Turnier. Okay, dann reden wir jetzt einmal mit Müller an der Schule. Wir haben gerade ein paar Punkte bekommen. Da haben wir die Wendigkeit und die Dämon auf, damit wir überall 11 haben und dann fangen wir oben nochmal an. Nein, haben wir nicht. Der hat doch gerade 2 gesagt. Naja. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt Schule runter und reden mit dem Severin Müller. Schauen wir mal, was uns der zu berichten hat. Haben wir mit dem schon mal geratscht? Ich weiß echt nicht. Er müsste das dann sein. Der Severin, da ist er. Habe die Ehre. Der Mann mit den hochgekrempelten Ärmeln wird wohl Severin Müller sein. Ich hätte gern ein paar Kegel geschnitzt. Kegel? Das kann ich schon machen, aber Sie sehen ja, was da los ist. Jetzt habe ich keine Zeit. Wir müssen uns verteidigen. Aktuell ist ja nicht viel zu verteidigen. Vielleicht können Sie sich die Zeit ja mit Schnitzen vertreiben. Empathie, ja, das verstehe ich. Vielleicht würde Schnitzen ja die Nerven beruhigen. Wir machen mal das erste, das finde ich gut. Schwierigkeit 7, Ausstrahlung. Haben wir 11. Probieren wir es einfach. Das hat gereicht. Nun kommen wir zurecht. Wir kommen gut zurecht. Wunderbar, sind wir schon durch. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Das werde ich schon machen. Jetzt kommen wir uns einfach ein bisschen später wieder zurück. So, auf saublöd frage ich jetzt. Ach, die Kegel. Ja, die Kegel, sind Sie schon fertig? Ja, da sind die Kegel. Aber wir haben schon verzeiht, dass man sie beim Hans Girgel gesehen hat. Dem Deppen will ich sicher keine Kegel geben. Nicht solange der mein sauer verdientes Geld versauft. Aber ich mache einer ein Angebot. Sie kriegen die Kegel und dafür gewinnen Sie vom Hans Girgel mein Geld wieder zurück. Ja klar, wir sind sowieso der Kegler. Der Mann mit dem hochgekrempelten Ärmel wird wohl blabla Gespräch verlassen. Zack. So, jetzt haben wir Kegel gekriegt. Dann gehen wir jetzt zurück. Das war relativ entspannt. So, Hans Gögel. Jetzt sage dir, wie das funktioniert. Hoffentlich. Ah, der Herr aus der Stadt. Hallo, Hans Gögel. Ich habe die Kegel. Super, zeig einmal her. Hier sind die Kegel, aber ich gebe sie dir nur, wenn du bereit bist, das Geld von Severin nochmal gegen mich zu wetten. Was ist denn das für eine Bedingung? Mag dir jetzt die vorschicken, der feige Kegelbruder? Ich mach dir ein Angebot. Wenn's das einmal schaffst, alle 9 abzumrammen, dann gebe ich dir das Geld. Da hab ich mühsam dafür kegeln müssen. Das gibt's nicht einfach so. Ich möchte gern gegen dich kegeln. Ja, aber selbstverständlich, Schmied. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass du das gewinnen kannst, aber versuchen darfst du das einmal. Da hast 3 Würfe, um das ganze Feld abzumrammen. Los geht's! Da hast du ein paar Kugeln zum Kegeln. Aber wirf mir keine Löcher in die Bahn. Das ist Kegeln und nicht Werfer. Okay. Halte X gedrückt, um zu zielen und Schwung zu holen. Okay. Die Kugel rollt irgendwo in der Pampa umher. Gott sagt, das ist gar nicht so einfach. Ja, wo denn das? Welche Drecksau? Ah, voll ins Loch. Okay. Wir sammeln jetzt einmal die Kugeln wieder ein. Wo sind's? Beide? Oder beide? Oder beide? Nochmal! Auf geht's, Nummer! Hans Kegel, auf! Ah, der Herr aus der Stadt. Servus! Ich möchte gegen dich kegeln. Ja, aber selbstverständlich. Los geht's!
Also ich bin nicht so verkehrt im Bowling, aber das ist leichter. Da ist die Bahn nicht ganz so scheiße. Oh je. Okay. Der war ja mal völlig für den Arsch. Wieso folgen die Zipfel da hinten nicht rum? Und Eisermann geht. Oh, das wollten wir nicht. So, 1, 2. Na, 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 na. Weggeh. Das ist pur Google. Ich sehe meine Kugeln nicht mehr. Die habe ich aber sonst weggeschmissen, gell? Ja, wird schon noch welche haben. Hey, Hans Kirgel, nochmal. Auch mit mir kegeln weiter. Wir bringen das zu Ende. Wer aus der Stadt? Hallo Hans Kirgel, hast du noch Kugeln für Ja, mich? aber selbstverständlich, Schmied. Kann man zwar nicht vorstellen, dass du das... Okay, ich möchte kegeln. Ja, aber Los geht's. Das werden wir schon schaffen, oder? Also ich glaube schon, dass wir das irgendwann schaffen. Der war gut. Jetzt habe ich einen Split dort. Split ist scheiße. Sauber, alle rein! Jetzt schaut er aber, hä? Jetzt schaut er so. 1, 2 und 3 haben wir wieder eingesammelt. Da ist noch ein Stecker, den nehmen wir auch gleich mit. Boah, Kinders, das muss ich feiern gehen. Ich glaube, das ist der Oberhammer. Der Herr aus der Stadt. Hallo Hans Kirgel! Ich möchte gegen ihn hier. Hast du noch Kugeln für mich? Ich habe abgeräumt. Der Wetteinsatz wird fällig. Ist ja gut, da hast du dein Geld. Sag dem Severin bitte, dass es nicht so gemeint war. Am nächsten Fest können wir ja wieder miteinander kegeln. Zack! Geschafft! Haben wir nochmal Punkte gekriegt? Ja, einen Punkt haben wir nochmal gekriegt. Fangen wir wieder um. Ausstrahlung rauf und weiter geht's. So, jetzt bringen wir das Guide zum Severin. Das ist ja der Oberhammer. Ich bin ein geiler Kegler. Der Mann bla bla bla. Ich habe dein Geld zurückgewonnen. Na, sauber. Na, das hätte ich nicht gedacht. Der Hans Kegel, der kegelt schon sehr gut. Aber die Kegel wären eigentlich eh viel mehr wert als die paar Groschen. Ja, der soll ja mal ruhig üben. Ich freue mich auch, wenn er dann die Niederding-Hartinger beim nächsten Volksfest abzirkt. Hier ist das Geld. Wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Erfahrungspunkte 6. Dann da die jetzt einmal schauen. Rätsel und also okay. Fluch des Bauern. Die Wirtin Kathi hat mir einen Schnaps für den Schormeier mitgegeben. Den soll ich ihm vorbeibringen. Ja. Ja. Zum Schormeier. Der Schormeierhof war dahinter. Ich muss aber jetzt sagen, wir laufen jetzt einmal grob Richtung Schormeierhof. Das ist nur an die Holzfäller vorbei. Der kommt ja um 3 da an, oder? Hat das gerade 3 geschlagen? Das war unpraktisch. Bin jetzt spät da. Aber war halt auch nicht so schlecht, weil wenn er wegläuft, dann laufen wir ihm nach. Eigentlich wollte ich diesmal eine ganz kurze Folge machen, weil ich einen Zeittag gehabt die Woche. Es ist ein bisschen eng bei mir alles. Aber ich möchte euch ja nicht enttäuschen und trotzdem. Da ist keiner, gell? Ah, Gott sackelt sie fix. Na, da ist keiner.
Ah. Guck mal da kann ich nur die Flaschen nachgehen. Hier endet die Spur, ich sollte mich umschauen. Tatsächlich finde ich das sau gut. Ich stelle mir jetzt so, dass ich die Flaschen gleich sehe, damit ich weiß, was wir das nächste Mal machen. Weil nämlich tatsächlich werde ich diese Folge heute schon beenden. Eine sehr kurze Folge, aber dafür eine sehr erfolgreiche. Wir sind der Kigelkini von... Wie heißt das Dorf nochmal? Was weiß ich, keine Ahnung. Hinter Oberdupfing geradeaus. Der Hans-Kegel Königs und ja, sollte euch die Folge gefallen haben, dann lasst mir einen Daumen da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ich freue mich, dass ich den Satz immer wieder rausbringe, ohne dass ich atmen muss. Mir darf es auch freuen, wenn es was in die Kommentare hinterlasst. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil ihr es habt für sonst. Pfiat euch und Baba. Ah ja, der Freude, oder?